damit kriegst du zurück zu Mass Effect. Am Ende der letzten Episode oder der ersten Episode hörten wir ja zum Schluss, wie Niles auf Saren traf und Saren Niles die Pistole an den Kopf hielt. Und wir hörten danach einen Schuss. Wenn das Spiel richtig gespeichert hat. Was ist das da hinten? Ein Schiff. Man sehe sich nur die Größe an. Das wird noch lustig. Das wird noch irre lustig. Kurzer Blick, ich habe seit Tagen nicht mehr gespielt. Dauert immer wieder ein bisschen. Schilde deaktiviert. Kruzifix. Kurzer Blick bitte. Eingabeoptionen. Jetzt muss ich nur schauen. Bla bla bla. Stick. Standard. Linkshänder. Das ist nochmal. Das passt. Das passt. Kameraempfindlichkeit. Ich probiere mir das aus. Passt die Empfindlichkeit der Kampf- und Erkundungskamera an. Ja, schon bei weitem besser. So. Was das? Schaut fast noch aus. Au. Na, sterb. Sehr gut. Achtung da draußen! Wir sind unbewaffnet und kommen jetzt raus! Ist es sicher? Sind Sie weg? Sie sind jetzt in Sicherheit. Es wird niemandem was passieren. Die Dinger waren überall um den Schuppen herum. Sie hätten uns sicher irgendwann gefunden. Sie haben uns das Leben gerettet. Ich kann es immer noch nicht glauben. Als wir das Schiff sahen, dachte ich, unser letztes Stündlein hätte geschlagen. Es tauchte direkt vor dem Angriff auf. Sobald ich es gesehen hatte, wusste ich, dass es Ärger geben würde. Also nahmen wir die Beine in die Hand und rannten zu den Schuppen. Erzählen Sie mir alles, woran Sie sich während des Angriffs erinnern. Wir drei arbeiteten auf dem Feld, als das Schiff auftauchte. Wir sahen es und rannten los. Ich weiß nicht, was mit dem Rest der Mannschaft passiert ist. Sie waren bei der Garage. In der Nähe des Raumhafens. Genau dort, wo das Raumschiff runterkam. Keine Chance, dass die überlebt haben. Das können Sie doch gar nicht wissen. Wir haben überlebt. Wenn Sie es bis zur Garage geschafft haben, könnten Sie auch noch leben. Wissen Sie etwas über den proteanischen Sender, der hier ausgegraben wurde? Wir sind nur ein paar Farmer. Wir haben gehört, dass sie dort was gefunden haben, aber das hat uns nicht weiter interessiert. Jedenfalls bis jetzt nicht. Was können Sie mir über das Schiff erzählen, das Sie gesehen haben? Ich war zu sehr mit Laufen beschäftigt, um es mir genauer anzusehen. Ich glaube, es landete in der Nähe des Raumhafens. Erzähl Ihnen von diesem schrecklichen Lärm, Cole. Als es landete, sendete es eine Art Signal aus. Hörte sich wie der Schrei der Verdammten an. Nur, dass es aus dem eigenen Schädel kam. Es hat vielleicht versucht, den Funkverkehr zu blockieren. Was es auch war, es fühlte sich an, als ob es direkt in den Schädel schnitt. Man konnte kaum noch denken. Ich muss gehen. Hey Cole, wir sind doch nur ein Haufen Farmer. Und das sind Soldaten. Vielleicht sollten wir ihnen die Sachen geben. Himmel, Blake!
Du musst endlich mal lernen, wann du die Klappe halten solltest. Haben Sie mir was zu sagen, Cole? Ein paar Typen im Raumhafen haben einen kleinen Schmugglerring aufgezogen. Nichts Großes. Für ein paar Prozente ihres Gewinns lassen wir sie Pakete in unseren Schuppen lagern. Was für Pakete? Ich habe eine Pistole gefunden. Dachte, sie könnte nützlich sein, wenn die Dinger zurückkommen. Aber sie können wahrscheinlich mehr damit anfangen als wir. Wir setzen unser Leben aufs Spiel, um diese Kolonie zu retten. Sind Sie sicher, dass hier nichts mehr ist, das uns helfen könnte? Doch, da ist noch was. Ich wollte sie verkaufen, wenn das hier alles vorbei ist. Aber Sie haben sie wohl eher verdient als ich. Wer ist Ihr Kontaktmann im Raumhafen, Cole? Wie heißt er? Er ist kein schlechter Kerl. Ich will nicht, dass er Ärger bekommt. Außerdem bin ich kein Verräter. Er könnte vielleicht was mit diesem Angriff zu tun haben, Cole. Wir brauchen seinen Namen, es ist wichtig. Okay, Sie haben ja recht. Er heißt Paul, arbeitet im Raumhafen in den Docks. Wenn er noch lebt. Ich muss gehen. Viel Glück. Natürlich. Ich bin ein Trottel. Das wird jetzt eigentlich nicht. Kann man da reingehen? Weißt, ich bin eine neugierige Nase und meine Neugierde gehört, befriedigt. Schauen wir mal, haben wir nicht, Squad? Nö, schade. RT, keiner hat einen Punkt zu vergeben. Schlimm ist das. Ausrüstung, was haben wir denn alles? Schrotflinte, Striker, Kessler, Hammer. Warte mal. Aktives Objekt. Mittelschwer 17, Schilde 72. Ja, weißt du was? Das machen wir später. Jetzt haben wir da mal speichern. Genau. So. Ich muss ein bisschen angewöhnen, immer das Schimpfen und Fluchen und ja, schon wissen. So. Niles, bitteschön. Commander, es ist Niles. Da bewegt sich was. Hinter den Kisten. Augenblick! Nicht schießen! Ich bin einer von Ihnen! Ich bin ein Mensch! Warum schleichen Sie hier hinten rum? Es tut mir leid. Ich habe mich versteckt vor diesen Kreaturen. Ich heiße Paul. Ich habe gesehen, was mit dem Turianer passiert ist. Der andere hat ihn erschossen. Wovon zum Teufel reden Sie da? Es waren 2 Turianer hier. Ihr Freund und ein anderer, der sich Saren nannte. Ich glaube, sie kannten sich. Ihr Freund schien entspannt zu sein. Er vernachlässigte seine Abwehr und Saren tötete ihn. Schoss ihm direkt in den Rücken. Ich kann von Glück reden, dass er mich hinter den Kisten nicht gesehen hat. Wo ist Saren hingegangen, nachdem er Niles getötet hatte? Er sprang auf den Frachtzug auf, in Richtung der anderen Plattform. War wahrscheinlich hinter dem Sender her. Ich wusste, dass dieser Sender Ärger bedeutete. Seit wir ihn gefunden haben, ist hier die Hölle los. Erst tauchte dieses verdammte Mutterschiff auf, dann kam der Angriff. Sie töteten jeden. Jeden! Wäre ich nicht hinter diesen Kisten gewesen, wäre ich jetzt auch tot. Erzählen Sie mir was über den Angriff, der geht. Es ging alles so schnell. In einer Minute landete das Schiff noch, in der nächsten wimmelte es auf der gesamten Plattform von Geth. Sie müssen in dem Mutterschiff gewesen sein. Sie schossen auf alles, was sich bewegte. Es war ein schreckliches Massaker. Können Sie mir sonst noch was über diesen Sender sagen? Sie brachten ihn heute Morgen her, dann luden wir ihn auf die Bahn und schickten ihn zur anderen Plattform. Kaum zu glauben, dass das erst ein paar Stunden her ist. Scheint ein ganz anderes Leben gewesen zu sein. Erzählen Sie mir was über dieses Mutterschiff, das Sie gesehen haben. Ich habe sowas noch nie zuvor gesehen. Es war riesig.
landete in der Nähe der Plattform. Alles wurde dunkel, als es landete. Und es machte dieses Geräusch, das sich einem direkt ins Gehirn bohrte. Das hat mich aufgeweckt. Der Angriff erfolgte wenige Minuten später. Wie kommt es, dass Sie der einzige Überlebende sind? Warum hat niemand anderes versucht, sich hinter den Kisten zu verstecken? Sie hatten nie eine Chance. Ich war schon hinter den Kisten versteckt, als der Angriff begann. Moment. Sie hatten sich schon vor dem Angriff hinter den Kisten versteckt? Manchmal brauche ich ein Nickerchen, um meine Schicht zu überstehen. Also habe ich mich hinter die Kisten verzogen, wo mein Vorarbeiter mich nicht finden konnte. Sie haben überlebt, weil Sie faul sind? Wenn Sie sich nicht zum Schlafen versteckt hätten, wären Sie jetzt genauso tot wie alle anderen. Ja, stimmt schon. Ich möchte eigentlich gar nicht darüber nachdenken. Sie sind Coles Kontakt hier in den Docks für den Schmugglerring. Was? Nein! Ich meine, was macht es noch für einen Unterschied? Okay, ich bin also Schmuggler. Na und? Mein Vorarbeiter ist tot. Die komplette Crew ist tot. Es ist doch jetzt sowieso alles egal, oder nicht? Haben Sie hier in der Nähe was versteckt, das wir gegen die Gate einsetzen könnten? Letzte Woche kam eine Ladung Granaten. Niemandem fällt es auf, wenn bei einer großen Militärlieferung ein paar Teile fehlen. Sie habgieriger Dreckskerl! Wir sind hier, um Ihren erbärmlichen Hintern zu schützen. Und das Einzige, woran Sie denken, ist, wie Sie uns abzocken können? Ich hätte nie gedacht, dass Sie diese Granaten wirklich brauchen. Wer sollte schon Eden Prime angreifen? Wir sind doch nur ein Haufen Farmer. Woher hätte ich das wissen sollen? Vergessen Sie ihn. Er ist es nicht wert. Sie haben Glück, dass der Commander hier ist, Powell. Geben Sie uns diese Granaten. Sie gehören Ihnen. Nehmen Sie sie. Meine Schmugglertage sind vorbei. Das schwöre ich. Eine Menge Marines sind hier gestorben, Paul. Diese Granaten hätten nützlich sein können. An Ihrer Stelle würde ich mir überlegen, wie ich das wieder gut machen kann. Ja, okay. Ich habe was anderes, das ich zurückgelegt hatte. Könnte ein Vermögen wert sein. Experimentaltechnologie. Hypermodern. Nehmen Sie sie. Ich brauche sie nicht. Ich wollte wirklich nicht, dass jemand verletzt wird. Tut mir leid. Wir müssen diesen Sender finden, bevor es zu spät ist. Nehmen Sie den Frachtzug. Den hat auch der andere Turianer genommen. Ich kann nicht hierbleiben. Ich muss von hier weg. Alles nehmen. Inhalt wird gespeichert. Immer ein bisschen vage finden zwischen vorbildlich und abtrünnig, was der Witz ist. So, Christa zurück. Sorry für den kurzen Schnitt, aber ich hatte kurzweilige Soundprobleme. Auf meinen Kopfhörer habe ich nichts mehr gehört. Keine Ahnung warum. Jetzt kontrollieren wir mal kurz die Kabel alle. Die Einstellungen passen allerdings. Ich weiß nicht, was da jetzt gerade kurzweilig gehabt hat. Naja. Momentan geht's drunter und drüber bei mir mit meinem Scheiß daheim. Ja, da hat er gesagt, er will nicht mehr so viel fluchen und dann tut er es trotzdem. Ah, RB. Adrenalinschub, Schildboost, Werfen, Barriere. Visieren Sie ein Ziel, okay, wählen Sie eine Kraft aus, okay. Du magst das und du das. Schau. Hörst du noch was, wenn sie mal einen kurzen Aussetzer bei mir macht? Wo sind denn die zwei?
keine Ahnung. Ah, da ist sie. Da sind's. So. Ich mache jetzt noch mal einen kurzen Schnitt. Bis gleich. So. Ich hoffe, dass jetzt besser ist. Mal schauen. Ja, aber wo ist der, wie heißt der denn? Der Herr Kalenko? Oh, keine Ahnung. Ja, sorry, ich bin halt ein bisschen konfus. Also Konfuzius. Duck dich, Shepard. Na komm, sterb da hinten. Wie ist denn das? Kurzen Augenblick bitte. Ich hab komplett vergessen, wie der Blödsinn funktioniert. Steuerung. Standard. Gameplay. Kampfgeschwür, bla bla, Stufen, Klassik, Squad, ja. Untertitel, Autospeichern, Tutorials aktivieren. Ich habe alles wieder vergessen in den letzten Tagen. Oh. Genau das bin ja ich. Ah! So. Oh. Schon wieder. Muss man was einfallen lassen. Ich weiß nicht, was da hat. Permanent setzt bei mir am Kopfhörer der Sound aus. Keine Ahnung. Na gut, fahren wir mal weiter. Vielleicht finden wir es ja noch raus, was da hat. Ah, jetzt ist er da, der Kalenko. Setzt die Ladungen, zerstört die ganze Kolonie, hinterlasst keine Spuren, dass wir hier waren. Ah, weiter geht's. Die Jagd nach Saren. Da müssen wir weiter. Kalenko ist da. Inhalt wird gespeichert. Sprengladung. Die Geht müssen sie angebracht haben. Tempo, Tempo! Wir müssen alle finden und deaktivieren. Ich weiß. Ash.
Wo ist die zweite oder die nächste, sagen wir so? Da hinten ist noch eine. So, Shepard. Oh, dankeschön. Wo kann ich? Sichern den Punkt. Geben Sie mir Deckung. Aha. Okay, das war das. Aber ich möchte Waffen wechseln. Wir haben nur 3,5 Minuten. Da ist die nächste. A-Ladung haben wir noch. Na komm, so. Dankeschön. Nicht jetzt, Commander. Also wie du siehst, diese KI ist nicht so blöd wie in Fallout. Ja, jetzt lädt sich wieder auf. Rudel dich nicht auf, Shepard. Schau, schon wieder. Das ist glaube ich die letzte, ja. Alle Ladungen entschärft, sehr schön. Quarianer, okay. Ja, werden wir uns das nachher gleich mal anschauen an einem ruhigen Augenblick. Wir haben ja kurz Zeit. Squad. Jawohl, wieder 3 Punkte. Weißt du was? Wir machen momentan irre viel mit der Pistole, ne? Ja. Dann machen wir die Ash. Die machen wir... Erhöht Nahkampf. Okay. Und Fitness. Jawohl. Und den Herrn Kaidan machen wir... Was macht man da? Einmal Wächter. Reduziert die Abkühlzeit aller Biotik- und Tech-Talente um 5%. Ja, machen wir. Dann haben wir wieder was in der Ausrüstung. Was? Erhaltene Gegenstände. Nehmen. Phoenix 3. (1772). Ah, das ist die. Okay, die kenne ich noch. Mittelschwer. Ah, das ist sie, okay. Der Skorpion und der Survivor. Schauen aber gleich aus, gell? Weißt du was? Wir haben uns jetzt gerade so mit der Pistole Die macht aber mehr Schaden. Granatwerfer. Sturmgewehr. Schrotflinte. Und
Diese hier können wir als Dings eigentlich verwenden. Also wurscht. Jetzt möchte ich nur wissen, wie der Scheiß gegangen ist mit den Waffenwechseln. Werden wir auch noch herausfinden. Der macht gut Schaden. Und vielleicht drehe ich später meinen Schwierigkeitsgrad ein bisschen auf. Schauen wir mal. Kein Kontakt, Commander. Sehr gut. Sehr gut, Kaidan. Ja, ich kann jetzt nicht viel sagen. Das ist nicht so wie in Generation Zero, dass ich euch die Story erzählen kann. Oder irgendeine Teile. Ja, du weißt ja, was ich meine. Aber ich will das. Ja, ich bin halt einfach gerade ein bisschen im Flirten wieder. Sturmgewehr, Avenger. Wurscht. Ab geht's zum... Da ist noch eine Kiste, schau. Oh. Nehmen wir alles mit. Codex. Da wir mal speichern. Was das wir speichern da mal drüber. Ist wurscht, dann geht die Ausgabe jetzt ein bisschen länger. Wir wollen ja schließlich und endlich was sehen auch. Normandy, der Sender ist Unfassbar. sicher. Bitte sofortige Tatsächliche Abholung. funktionierende Proteaner-Technologie. Als er ausgegraben wurde, hat er das noch nicht gemacht. Etwas muss ihn aktiviert haben. Roger, Normandy, ich warte. Shepard! Nein! Fass nicht an! Zu gefährlich! Wir haben das Schiff identifiziert, das auf Eden Prime gelandet ist. Es ist die Normandy, ein Allianzschiff der Menschen. Es war unter dem Kommando von Captain Anderson. Sie konnten die Kolonie retten. Und der Sender. Es kann sein, dass einer der Menschen ihn benutzt hat. Dieser Mensch muss eliminiert werden. Doktor? Dr. Chakwas? Ich glaube, sie wacht auf. Wir haben uns schon Sorgen gemacht, Shepard. Wie fühlen Sie sich? Ein bisschen Kopfschmerzen, nichts Ernsthaftes. Wie lange war ich weg? Ungefähr 15 Stunden. Irgendetwas ist da unten wohl mit dem Sender geschehen. Es war mein Fehler. Ich muss eine Art Sicherheitsfeld aktiviert haben, als ich näher rangegangen bin. Und Sie haben mich dann weggestoßen. Sie konnten nicht wissen, was geschehen würde.
Wir wissen noch gar nicht, was es ausgelöst hat. Und leider werden wir das auch nicht mehr herausfinden. Der Sender ist explodiert. Vielleicht eine Systemüberlast. Die Explosion hat sie umgehauen. Williams und ich mussten sie zurücktragen. Gute Arbeit. Physisch gesehen fehlt ihnen nichts. Aber ich habe einige ungewöhnliche Hirnaktivitäten festgestellt. Abnormale Beta-Wellen. Und außerdem eine Zunahme von REM-Phasen. Normalerweise ein Zeichen intensiver Traumaktivitäten. Ah Gott, wie kann man das... Ich habe geträumt, kein Traum, eine Vision. Im Prinzip, wir stehen ja ganz am Anfang vor der Geschichte. Und im Prinzip müsste ich habe geträumt schreiben. Ich probier's einmal, ist ja wurscht. Ich habe gesehen, wie... Ich weiß nicht genau, was ich gesehen habe. Tod, Vernichtung. Es ist alles verschwommen. Ich sollte das im Bericht erwähnen. Vielleicht... Oh, Captain Anderson. Wie geht's dem Patienten, Doktor? Alle Werte scheinen normal. Der Commander wird sich bald erholt haben. Das ist schön. Shepard, ich muss mit Ihnen sprechen. Allein. Jawohl, Captain. Sie finden mich in der Offiziersmesse, wenn Sie mich brauchen. Dieser Sender hat Sie ja ganz schön erwischt, Commander. Und es geht Ihnen wirklich gut? Ich hasse es, wenn Soldaten unter meinem Kommando sterben. Sie tragen keine Schuld an Jenkins Tod. Sie haben gute Arbeit geleistet, Shepard. Williams. Haben wir Gunnery Chief Williams auf Eden Prime zurückgelassen? Ich dachte mir, dass wir Sie gut in unserer Crew gebrauchen können. Ich habe Sie auf die Normandy versetzen lassen. Williams wird ein gutes Crewmitglied abgeben. Sie hat es sich verdient. Lieutenant Alenko ist auch einverstanden. Deswegen haben wir sie in die Crew aufgenommen. Ich hab's jetzt schon zigmal gespielt, aber immer wieder, weißt du, da kommen dann immer wieder so kurzweilige Erinnerungen hoch. Was habe ich gemacht? Wie bin ich vorgegangen, gell? Das haben wir schon. Machen wir's so. Sie wollten mich unter 4 Augen sprechen, Captain? Ich werde Sie nicht anlügen, Shepard. Die Situation ist kritisch. Niles ist tot. Der Sender ist zerstört. Die Geth greifen an. Der Rat wird Antworten erwarten. Nichts zu verbergen. Ich habe mir nichts vorzuwerfen, Captain, und ich hoffe, der Rat sieht es auch so. Ich werde für Sie und Ihren Bericht bürgen, Shepard. Meiner Meinung nach haben Sie alles richtig gemacht. Aber darum geht es jetzt nicht. Sondern um Saren, diesen anderen Turianer. Saren ist ein Spectre, einer der besten. Eine lebende Legende. Aber wenn er mit den Geth kooperiert, ist er außer Kontrolle geraten. Und ein Spectre außer Kontrolle bedeutet Ärger. Saren ist gefährlich und er hasst die Menschen. Es gibt ein Buch. Ich glaube, Mass Effect Offenbarung heißt das Buch. Das beschreibt die Vorgeschichte zwischen Captain Anderson und Saren. Über das, was jetzt geredet wird im Spiel, kannst du im Buch nachverfolgen. Es ist wirklich gut geschrieben. Ich habe mir einige Bücher und Comics rund ums Universum oder rund um dieses ganze Mass Effect Thema gekauft. Es ist richtig gut geschrieben. Warum? Warum hasst er die? Er denkt, dass unser Volk zu schnell expandiert und die Galaxie übernehmen will. Viele Außerirdische denken so. Aber die meisten belassen es bei diesen Gedanken. Offensichtlich scheint Saren mit den Geth zu kooperieren. Ich habe keine Ahnung wie oder warum. Aber es hat ganz sicher etwas mit diesem Sender zu tun. Sie waren da, kurz bevor der Sender sich selbst vernichtet hat. Haben Sie irgendetwas gesehen? Irgendeinen Hinweis darauf, was Saren gesucht hat? Kurz bevor ich ohnmächtig wurde, hatte ich eine Vision. Eine Vision? Was für eine Vision? Wir haben das ja gar nicht angesprochen. Ist wurscht. Im Prinzip stimmen alle 3 Antworten. Ich kenne die Geschichte schon. Im Prinzip stimmen alle 3 Antworten. Unser aller Tod,
Krieg eine Art Warnung. Wir werden jetzt einmal vorsichtiger vorgehen. Unser aller Tod. Ein bisschen, ja, lassen wir das Thema. Unser eine Art Warnung. Künstliche Wesen. Vielleicht geht? Sie haben die Menschen abgeschlachtet. Sie haben niemanden verschont. Wir müssen dem Rat davon erzählen, Shepard. Was werden wir sagen? Was sollen wir ihnen sagen? Dass ich schlecht geträumt habe? Wir wissen nicht, welche Informationen im Sender abgespeichert waren. Vielleicht etwas über proteanische Technologie, vielleicht Pläne von früheren Massenvernichtungswaffen. Was immer da drin war, jetzt hat es Saren. Aber ich kenne Saren, seinen Ruf und seine Ansichten. Er hält die Menschheit für einen Schandfleck der Galaxie. Dieser Angriff war ein Kriegsakt. Er verfügt jetzt über die Geheimnisse des Senders und über eine ganze Armee, der geht. Und er wird nicht aufhören, bis er die gesamte Menschheit ausgelöscht hat. Ich werde einen Weg finden, ihn aufzuhalten. Das wird nicht ganz einfach sein. Er ist ein Spectre. Er kann überall hingehen und machen, was er will. Deswegen müssen wir den Rat auf unsere Seite bringen. Wir werden beweisen, dass Saren außer Kontrolle ist. Dann wird ihm der Rat seinen Status als Spectre entziehen. Ich werde den Botschafter kontaktieren und versuchen, eine Anhörung vor dem Rat zu arrangieren. Wir sollten ihn sofort nach Ankunft in der Zitadelle aufsuchen. Wir sind bald da. Gehen Sie hoch zur Brücke und sagen Sie Joker, dass er uns ins Dock bringen soll. Entschuldigung. Ja, wer das Spiel nicht kennt, ich versuche mich so spoilerfrei wie möglich zu verhalten. Genau, das würde ich sagen. Nur wie gesagt, es ist für mich eigentlich eines der besten RPGs, die ich bis jetzt gespielt habe. Witcher 3 ist gut, auf seine eigene Art und Weise, aber am meisten hat mich noch immer diese Geschichte hier fasziniert. Und vor allem, was man dann später in Teil 2 und Teil 3 mit Shepard erleben wird, ist schon ganz was Eigenes, wirklich eine eigene Geschichte. Wir werden es mal sehen, kurz... dass Sie in Ordnung sind, Commander. Da ist der Kailan und da ist sie. Commander, es freut mich zu sehen, dass Sie in Ordnung sind. Der Verlust von Jenkins war ein harter Schlag für die Crew. Gut, dass zumindest Sie wohlauf sind. Es ging ganz schön zur Sache da unten. Ich hasse es, wenn es zivile Opfer gibt. Das scheint einfach nicht richtig zu sein. Aber zumindest konnten Sie Saren davon abhalten, die ganze Kolonie auszulöschen. Ohne sie hätten wir es nicht geschafft. Wir sind Marines. Wir halten zusammen. Es tut mir sehr leid, dass wir Jenkins verloren haben. Ich hätte vieles dafür gegeben, ihn zu retten. Ich war dabei. Sie haben alles richtig gemacht. Wir hatten einfach nur Pech. Das war keine Ausflugsfahrt. Unsere erste Mission endet damit, dass ein Spectre den anderen tötet. Der Zitadellrat wird nicht sehr glücklich sein darüber. Wahrscheinlich werden sie diese Situation nutzen, um der Allianz mehr Zugeständnisse abzunötigen. Sie haben die Situation schnell erfasst. Sind Sie ein Karrieretyp? Ja, wie viele Biotiker. Wir unterliegen keinen Beschränkungen, aber wir stehen unter besonderer Beobachtung. Man könnte uns eigentlich auch dafür bezahlen. Außerdem hat auch schon mein Vater gedient. Machte ihn stolz auf mich, als ich mich verpflichtete. Letzten Endes. Das ist Ihre Motivation? Ihre Familie? Ich habe meine Eltern nie kennengelernt. Sie hätten mich nach der Sache vor ein paar Jahren kontaktieren können, wenn sie mich hätten sehen wollen. Ah, verstehe. Akkuse. Danach haben Sie sich wahrscheinlich Ihre Position in der Flotte aussuchen dürfen. Ich hörte, dass wir zur Zitadelle reisen, Ma'am. Warum? Der Captain hofft, dass der Botschafter eine Anhörung beim Rat arrangieren kann, um ihnen zu sagen, was Saren vorhat. Das ergibt Sinn. Sie werden vielleicht noch gar nicht wissen, dass er nicht mehr für Sie arbeitet. Was immer passieren soll. Wir sind bereit, Commander. Vorbildlich +2. Wie gesagt, immer ein bisschen so eine Waage zwischen vorbildlich und abtrünnig. Es wird Sequenzen geben, wo man auch abtrünnig sein kann.
du hast da vorhin das Rad gesehen, oder diese zwei Balken, was der eine links nach oben und der eine rechts nach unten. Ne? Immer ein bisschen so in der Waage halten, gell? Nur, mein Charakter Shepard wird am Ende sterben. Das weiß ich. Weil ich das Ende einfach so genial finde. Ja, bitte, Commander. Was kann ich für Sie tun? Wie sind Sie an Bord eines Schiffes der Allianz geraten? Ich habe mich gleich nach dem Studium dafür eingetragen. Die Erde schien mir einfach zu langweilig und vielleicht zu sicher. Diese Kolonien hatten für mich immer etwas Exotisches. Ich wollte reisen und die Sterne sehen und den Soldaten mit ihren Wunden an Leib und Seele helfen. Allerdings ist das Militärleben nicht so romantisch, wie ich es mir vorgestellt hatte. Aber die Menschheit ist auf die Allianz angewiesen, wenn wir über die Traverse hinaussiedeln wollen. Und die Allianz braucht immer fähige Ärzte. Also blieb ich und machte meinen Job. Was wissen Sie über Captain Anderson? Wir haben schon auf einigen Missionen zusammengearbeitet. Er weiß, wann er entspannt bleiben kann und wann er streng sein muss. Die Crew weiß, wie erfahren er ist. Die Leute vertrauen ihm und er kümmert sich persönlich um die Leute unter seinem Kommando. Wie gut kennen Sie den Lieutenant? Vor dieser Mission habe ich nie mit ihm zusammengearbeitet, aber seine Akte ist sehr beeindruckend. Über 1 Dutzend Auszeichnungen. Er ist allerdings ein wenig verschlossen. Das könnte auch an den Kopfschmerzen liegen. Er hat es nicht leicht als L2. Wo ist da der Zusammenhang? Für die meisten biotischen Anwendungen werden jetzt L3-Implantate verwendet. Lieutenant Alenko bekam noch die alte L2-Konfiguration. Dabei kann es Komplikationen geben. Was für Komplikationen meinen Sie? Schwere Mentalprobleme, Wahnsinn, unerträgliche Schmerzen. Es gibt eine lange Liste grauenvoller Nebenwirkungen. Kaidan hat Glück gehabt. Er leidet nur unter Migräne. Ich muss jetzt gehen. Auf Wiedersehen, Commander. Ja, wiederschauen. Wir werden uns dann auch später mit denen da befassen. Warte mal, Codex, das ist das. Und ich möchte, also das ist das Tagebuch, den Prolog, den Sender finden. Okay. Der Sender auf Eden Prime wurde vernichtet, aber vor der Selbstzerstörung hat er ihnen furchtbare Bilder übermittelt. Visionen des Todes und der galaktischen Vernichtung. Ob dies Bilder aus der Vergangenheit oder Omen für die Zukunft waren, können sie nicht wissen. Wir müssen mit Joker sprechen. Doch bevor wir das machen, haben wir da Punkte zu vergeben? Nö. Schau, das war gemeint vorhin. Warte mal, wo war das jetzt da? Siehst du, rechts abtrünnig, links vorbildlich. Dass wir da immer ein bisschen die Waage halten, beziehungsweise am Ende hinaus wird es ein bisschen mehr vorbildlich sein als wie abtrünnig. Es ist nämlich das folgende Problem. In Teil 2 ist das System abtrünnig vorbildlich auch aufs Ende hin bezogen. Und beim Ende von Teil 2 muss ich mir sogar, und das will ich auch machen, da gibt es eine Mission am Schluss hin, wo du dein Team zusammenstellen musst. Und da will man ein bisschen Hilfe schnappen im Internet und werden wir da ein bisschen was ausschreiben, so beim ersten Mal auch gemacht, weil die Mission kann nämlich auch schief gehen. Hat einen einzigen Grund, den du dann später sehen wirst. Du darfst einmal speichern, weil sonst Raumhafen, den da mal überschreiben. Speichern beendet. Dann reden wir jetzt einmal mit der wir werden jetzt da mal eine kleine Pause machen. Wir sehen uns in der nächsten Aufnahme wieder. Ich hoffe, dann kann ich ein bisschen mehr sprechen. Und in der nächsten Aufnahme werden wir dann anfangen mit der Ashley zu sprechen. Und dann reden wir mit Joker, dass wir uns auf die Zitadelle bewegen. Kann man nochmal speichern. Ich wünsche dir was. Baba dabei.